Dunkelheit hat sich über die winterliche Landschaft gelegt, und ein leiser Wind streicht durch die kahlen Äste der winterlichen Wälder. Es ist die Nacht zum 6. Januar. Der Dreikönigstag steht vor der Tür. Eben jene sollte auch an diesem Tage noch fest verriegelt bleiben, denn immer noch lauern draußen in der dunklen Winternacht viele Gefahren. Denn diese Nacht ist besonders dafür bekannt, dass Druden und Hexen umgehen, so wie auch der Viehschelm oder die wilde Jagd. Nachdem sich 12 Nächte zuvor die Tore zwischen den Welten geöffnet haben und es den Wesen der Anderswelt damit erlaubten, unsere Welt zu durchstreifen, ist nun die letzte der 12 Rauhnächte, die Dreikönigsnacht oder auch Epiphaniasnacht, angebrochen. Diese größte aller Rauhnächte ist nicht nur eine Nacht der Gefahr, sondern als Losnacht auch eine der Prophezeiungen, der Reinigung und vor allem der Schutzrituale. An diesem geheimnisvollen Abend umspinnt uralte Tradition und Brauchtum den christlichen Glauben, um den Mächten der Finsternis zu begegnen, zumindest um sie zu bändigen, wenn sie schon nicht komplett unschädlich gemacht werden können. Eine davon ist die wilde Jagd oder das Nachtgjoid, die auch in der letzten Rauhnacht noch immer über den Himmel braust. Ein Geisterzug, der durch die Nacht tobt, ein brausendes Heer aus ruhelosen Seelen, das in den dunkelsten Stunden des Jahres unter Peitschenknall, Hussa-Rufen und wütendem Gekläff über Himmel und Erde fegt. Gespenstische Reiter auf schwarzen Rossen, ihre Augen brennend wie kaltes Feuer. Angeführt werden sie, je nach Überlieferung, vom grimmigen Wotan, dem wilden Jäger selbst, oder von Frau Perchta, der Göttin der Rauhnächte. Die wilde Jagd ist mehr als nur ein Spuk. Sie ist ein Mahnmal für all jene, die sich mit dunklen Mächten einlassen oder gegen alte Regeln verstoßen. Es heißt, wer des Nachts bei Sturm und Schnee in den Wäldern unterwegs ist, der begegnet ihr. Der Wind schwillt plötzlich zu einem Geheul an, auch das Klappern von Hufen und das Gebell von Jagdhunden ist zu hören. Wer sich dann nicht schnell genug in eine Senke wirft, den erfasst die wilde Jagd, nimmt ihn mit, um ihn beim Taganläuten erst wieder abzusetzen. Doch nicht nur in der freien Natur ist man diesem Geisterzug ausgesetzt. Auch denjenigen, welche die Tür und Fenster verriegelt haben, kann es passieren, dass sie von draußen her ihren Namen vernehmen. Wer dann die Tür oder das Fenster öffnet, den erfasst das Nachtgjoid und er wird ebenso mitgenommen. Drum hütet euch, bleibt im Licht, verschließt die Türen
Und wenn ihr in der Dreikönigsnacht vor dem Fenster ganz genau hinhört, könnt ihr im Sturm das Geschrei, Bellen und Wiehern der Tiere hören, welche die wilde Jagd begleiten. Da hat einmal im Wald zwischen Seewies und Eisenstein ein altes, wunderliches Weiberleid gewohnt. In der windschiefen alten Hütten, und ihr einziger Begleiter ist ein kleiner Hund gewesen, der ihr recht lieb und vertraut gewesen ist. In der Rauhnacht vor 3 Kine ist's einmal gewesen, sie war in ihrer Hütten grad am Spinnen. Da hört's von außerhalb, wie sie juchzt, rasselt und schäbert, wie wenn d'Heu ledig wäret. Der Hund in der Stumm hat Geister gewittert und hat angefangen zum Winseln und Ziedern und hat sie an den Kiedel von dem Weiberts druckt. Die hat sie über die Angst vor ihrem Hund nur wundern können und sie wollt ihm die Gespuchten austreiben. Da ist ihr ein Blödsinn eingefallen. Sie schiebt ihr Spinnrad auf die Seiten und macht die auf. »Husch auch du dazu, mein Pintscherl«, hat's gerufen und hat den Hund ausgesprengt. Der hat verzweifelt aufgeheult, ist aber dann doch in die Finstern ausgekupft und war in dem Tosen auch gleich verschwunden. In der Früh hat das alte Weib ausgeschaut und wollt ihren Hund wieder in die Stumm einlassen. Sie hat ihn gerufen und wollt ihn anlocken, aber der Hund ist verschwunden blieben. Auf dies hin hat's stundenlang im Wald nach ihm gesucht, aber auch da nicht gefunden. Erst, wie es wieder zurück zu ihrem Hittel gekommen ist, seht's von der Weiden schon, wo's auf'm Dachel liegen. Es war die blutige, zfetzte Haut von ihrem Hund. Die Nacht vor Heilig Drei König gilt als die eigentliche Rauhnacht im volkstümlichen Sinn. Bereits der Nachmittag beginnt mit einem bedeutsamen kirchlichen Ritual, der Dreikönigsweihe. Hier wird das sogenannte Dreikönigswasser oder mundartlich Dreikinewusser geweiht. Dieses Weihwasser gilt als das wirkmächtigste und wird mit Töpfen, Flaschen und Krügen von den Gläubigen geschöpft. Früher war der Andrang groß, denn man glaubte, wer als erster aus dem Dreikönigszuber schöpft, erhält den besten Weich, also denjenigen mit der stärksten Segenskraft. Neben diesem wird auch der Weihrauch, Kreide und oftmals Brot oder Salz geweiht, ein Brauch, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Das Dreikönigswasser spielt eine zentrale Rolle im Schutz vor Unheil. Man besprengte damit Haus, Hof und Felder, um böse Geister und dämonische Einflüsse fernzuhalten. Der Weihrauch diente nicht nur dazu, die Wohnräume auszuräuchern, sondern soll auch die Wesen der Anderswelt vertreiben, die in den Rauhnächten besonders aktiv sind. Die gesegnete Kreide wird verwendet, um die Segensformel CMB über die Türen zu schreiben, ein Schutzzeichen für das kommende Jahr. Doch Vorsicht, wie in der Christnacht und der Neujahrsnacht soll auch in der Dreikönigsnacht keine Wäsche zum Trocknen aufgehängt werden. Der Volksmund warnt, dass dies
sonst das Unheil ins Haus zieht. Wer sich diesem Verbot widersetzt, so heißt es, riskiert den Tod eines Familienmitglieds. Die Dreikönigskreide ist laut dem Volksmund nicht nur dafür da, um die Segensformel an das Haus anzubringen, sondern vermag auch noch andere, wunderliche Dinge zu vollbringen. So zum Beispiel in dieser Sage. In unserer Gegend, in einem Bauernhof, haben's junge Fackel gehabt. Die sind normal gewesen bis ungefähr 14 Tage. Und dann haben's plötzlich nimmer gefressen, haben nur noch schlecht gesäugt. Wenn man in den Stall eingeschaut hat, dann haben sie sich verschluffen unterm Stroh. Und weil die Zeit zugekommen ist zum Fackelverkauf, dann sind's halt gar nix gewesen. Jetzt hat die Bayerin gesagt, da schluckt sie's, ich weiß nimmer singen. Dann hat die Magd davon ihr eins anbädelt und hat gesagt, lasst's eine lebendige, ich trag eine heim. Und dann haben's daheim alles Mögliche versucht. Die junge Sau hat Pfotzen nicht aufgebracht, hat einfach die Zähne nicht auseinandergebracht und hat absolut nix fressen können. Und dann war in der Nachbarschaft eine ältere Frau, die hat gesagt, die ist verhext. Ich probier's einmal und bet ihr fürs Verneuen. Dann ist sie hergegangen und hat ihr 3 Kinegreiben genommen und hat ein kleines Gebet gesprochen dazu und ihr dann ein paar Kreuzel auf den Kopf und auf den Bugel aufgemacht und hat ihr auch noch 10 eingerieben mit der Grein. Und dann hat die Sau das Mai wieder aufgebracht und hat fressen können und ist groß geworden. Allerdings kann die geweihte Kreide auch für dunklere Zwecke verwendet werden. So ist sie beispielsweise ein zentraler Bestandteil eines Rituals, das sich Absetzstehen oder Kreisstehen nennt. In den Rauhnächten, vor allem an Heiligabend und in der Dreikönigsnacht, gehören die Kreuzwege, jene abgelegenen Kreuzungen, die auch Absetz genannt werden, weil man bei Leichenzügen dort den Sarg vom Fuhrwagen auslud und absetzte, bevor er zum Friedhof getragen wurde, allerhand zwielichtigen Gesellen. Dort wimmelt es vor Teufeln, Dämonen und Hexen, die hier ihr Unwesen treiben und im Dunkel des Waldes tanzen. Doch flüstern sie auch uralte Geheimnisse in den eisigen Wind. Es heißt, wer den Mut aufbringt, sich in einer solchen Nacht dorthin zu begeben, der kann in die Zukunft blicken, allerdings zu einem hohen Preis. Um das Ritual zu vollziehen, muss man sich mitten auf der Kreuzung niederlassen und mit Kreide einen Kreis um sich ziehen. Der Kreidestrich muss mindestens eine Armlänge entfernt sein, denn die Unholde können zwar den geweihten Kreis nicht betreten, aber sie sind in der Lage, mit ihren Klauen nach dem Kreissteher zu greifen. Um Mitternacht, so erzählt man, ziehen seltsame Erscheinungen an dem Beschwörer vorbei. Bilder des kommenden Jahres. Hochzeitsumzüge mit fröhlichem Gelächter
und frischen Blumen, aber auch düstere Leichenzüge, bei denen nur das Schlurfen der Schritte und gedämpftes Wehklagen zu hören ist. Hexen und Teufel erscheinen, um auf der Kreuzung zu tanzen und unter wildem, grausigen Gelächter zu feiern. Wenn man sie aus dem Schutz des Kreises heraus anspricht, so heißt es, sind sie gezwungen, die Wahrheit zu offenbaren. Doch sie beantworten die Fragen nur widerwillig, voller Zorn über die Störung ihres Festes. Mit verzerrten Gesichtern und glühenden Augen umrunden sie den Bannkreis und versuchen mit aller Macht, mit Versprechen, Schrecken, Lug und Trug, den Frager herauszulocken. Wer dieser Versuchung nachkommt, der ist aber für immer verloren. Ein Beispiel für ein solches Ritual liefert die folgende Sage. Vom Großsteh gibt's ja viele scheichtsame Geschichten. Eine geht um einen Mann, der sich auch was davon versprochen hat und wollte das deswegen einmal ausprobieren. So hat er gewartet auf die Nacht vor Heilig Dreikine und in der Nacht, da wollte er das Böse beschwören. 9 Tage vorher hat er sich nicht gewaschen und hat auch nicht bett. Als Ort für seine Beschwörung hat er sich eine Kreuzung ausgesucht, da wo sie die 2 Taubenwieger gekreuzt haben, und hat sich vorher noch 3 Kinegreien besorgt. Mit der hat er einen Gruß um sich gezogen und hat angefangen, in einem alten Zauberbüchel zum Lesen. Kaum war er mit dem Aufsang vorm Zauberspruch 4, hat er in die Weiden eingeschaut und hat seine Ohren gespitzt. Denn jetzt muss sie ihm Zukunft offenbaren. So hat er zumindest gemeint. Es hat keine Minuten gedauert, da hat er aus dem nahen Waldstickel auf einmal ein lautes Schnalzen vernommen und hat einen brennenden Haiwagen gesehen, der wo auf ihm zugefahren ist. Auf dem ist der Teufel höchst persönlich gesessen, der mit einer groben Peitschen 9 Rappen andrim hat. Jetzt ist dem Mann schon leid worden, denn so heißt's ja, wenn der Teufel das schafft, dass der Beschwörer den Kreisverlust, dann verliert der sein Sei. Also hat er Mut gefasst in seinem Kreis drin und hat nur voller Entsetzen auf das Schauspiel geschaut. Wie die Weide jagt, ist das Gespann auf ihm zugeschossen. Und schon wollte er aus dem Kreis springen und wollte sie retten, als ihm eingefallen ist, dass nicht das sein Sei kosten darf. Und so ist der brennende Haiwagen knapp an ihm vorbeigeschossen. Zu seinem Entsetzen aber hat er gesehen, wie er ihm nachgeschaut hat, dass hinten auf dem brennenden Haiwagen in die Flammen gleich von einem Menschen gelegen ist. Er hat genau hingeschaut und hat gesehen, dass das sein eigener Leichnam war, mit dem der Teufel im nahen Wald verschwunden ist. Jetzt hat den Mann nix mehr halten können. Er ist aus dem Kreis ausgekupft und ist über die Strasse heimwärts gerannt. Wie er zu der Kuppen von dem Hügel hingerannt ist, wo man in sein Dorf schauen hat können, hat er Kirchenuhr gesehen und hat gehört,
dass grad eins geschlagen hat. Jetzt ist ihm erst klar worden, was er da hat, denn erst in dem Moment war die Geisterstund goa. Er hätt den Kreis nicht vorher verlassen dürfen. Jetzt tat der Leibhaftige wahrscheinlich jeden Moment an sein Tier klopfen und sein Sei fordern. Der Mann hat Panik gekriegt und in seiner Furcht hat er allsam Tieren und Fenster im Haus verrammelt und verriegelt, damit der Teufel keine Möglichkeit haben sollte, dass er ihm holt. Gewaschen hat er sie, wie schon seit 9 Tagen nimmer, hat sie rasiert, hat sie in Weihwasser eingelegt, ist ins Bett gegangen, wo er bei Kerzenschein die Bibel aufgeschlagen und drin gelesen hat. Jetzt, so hat er gemeint, kann ihm der Teufel nimmer an. Währenddessen ist er aber eingeschlafen und hat irgendwie die brennenden Kerzen, die ihm Licht gespendet haben, umgestoßen. Sein Bett hat Feuer gefangen und mit dem das Schlafzimmer und schließlich sein ganzes Haus. Der Mann ist zwar rechtzeitig aufgekommen, hat sich aber vor die Flammen und am Rauch nimmer retten können, weil er ja Tieren und Fenster vorher so gut verriegelt hat, dass es in der Not nimmer rechtzeitig aufgekriegt hat. Elendig ist der Mann in die Flammen umgekommen und sein Häusl ist bis auf die Grundmauern niederbrennt. Kurz darauf haben wir seinen Leichnam unter einer umgestürzten Mauer gesehen. Aber die Menschen, die ihn gefunden haben gewusst, dass ihn der Teufel geholt hat, weil man Spuren gefunden hat im Schnee vor seinem Haus. Angefangen haben die Spuren vor seinem Haus und haben geendet im nahen Waldstickel. Es waren die Spuren von ein Risser und einem Wohn, die in dem Waldstickel genauso spurlos verschwunden sind, wie es am Haus von dem Mann auftaucht waren. Seitdem hat sich in dem ganzen Ort keiner mehr des Absetz stehen traut. So heißt's zumindest. Es kann natürlich auch sein, dass man nur nix davon weiß, weil keiner mehr da war, der davon erzählen hätte können. Daheim werden am Abend Weihrauchkörner auf eine Pfanne mit Herdglut gestreut und damit vom Keller bis zum Speicher die Räume und auch die Ställe ausgeräuchert und mit 3 Königswasser bespritzt, um Böses vom Hause fernzuhalten. Der Hausvater oder die Hausmutter trugen diese Räucherpfanne und wurden von 2 Personen begleitet. Die eine spritzt mit einem Zweiglein vom Segenbaum den Weichbrunn aus, die andere schreibt mit geweihter Kreide den 3 Königssegen an Türen und Kästen. Das Vieh bekommt nach der Fütterung geweihtes Brot, Kraut, Salz und Wasser. An manchen Orten setzte sich die Familie und das Gesinde um ein Räucherbecken. Auch die entblößten Füße und Hände wurden geräuchert und dazu ein Vaterunser gebetet. So wurden die Füße geweiht und gestärkt für die Wanderung durchs Leben. Das Brot, das geweiht wurde und umgangssprachlich ebenfalls als Rauhnocht bezeichnet wurde, wurde vom Bauern auf einem Brett in den Stall getragen und an die Tiere dort verfüttert, um sie vor Krankheit im kommenden Jahr zu schützen. Dies wurde begleitet vom Spruch:
Hussa, gviercheret, stengt's auf, die Heilinger 3 Kine hamt eng ebs da lussen, dass ma Glück hamt mit eng im nahe Jahr. Dies soll nicht nur vor Krankheit schützen, sondern vor allem auch vor dem sogenannten Viehschelm, der in der Dreikönigsnacht durch das Stallfenster hereinschaut. Dies ist ein riesiger, schwarzer Stier, dessen hintere Körperhälfte verwest ist und der seine schlaffen, fauligen Hautlappen nachzieht. Blickt ihm eines der Tiere im Stall in die Augen, dann stirbt es. Dies war auch der Grund, warum die Bauern früher ganz winzig kleine Stallfenster gebaut haben. Im Anschluss wurde ein Schneeball in das übrig gebliebene Dreikinewasser getaucht und über das Hausdach geworfen, wobei auch berichtet wurde, dass dieses Ritual auch mit einem in Dreikönigswasser getauchten Reisigbesen durchgeführt wurde. Durch diese Praktik kann im nächsten Jahr der Blitz nicht einschlagen und das Haus bleibt allgemein von Unglück verschont. Wird ein mit Weichbrunn benetzter Schneeball in einen Brunnen geworfen, dann bleibt im darauffolgenden Jahr das Wasser nicht aus. Dem Dreikönigswasser werden aber noch andere Eigenschaften zugeschrieben, zum Beispiel dem Schutz vor Dämonen und Teufeln. So soll es beispielsweise für Exorzismen verwendet worden sein, und wer sich damit bekreuzigt, der ist gefeit gegen dämonische Wesen. Wer es trinkt, soll außerdem im folgenden Jahr keine Halsschmerzen mehr bekommen. Dreikönigszettel waren am Dreikönigsfest gesegnete Zettel, die mit C, M, B und 3 Kreuzen, Gebeten und oft auch mit weiteren Segenswünschen und Sinnsprüchen beschrieben waren. Verbreitet waren sie als Hausschutz und wurden oft anstelle der mit geweihter Kreide geschriebenen Sternsingersegen an den Häusern angebracht. Oft wurden sie auch von Reisenden, ähnlich wie Breverl, am Körper getragen oder zusammen mit anderen Devotionalien aufbewahrt. Während draußen der Schneeschauer tobte, wurde in der Nacht auf Heilig Dreikönig oftmals ein geheimnisvolles Ritual durchgeführt, das sich Haferlheben nannte. Diese Art des Löselns war früher sehr beliebt, wurde aber vom Zinngießen an Silvester verdrängt. 9 Tassen wurden auf den Tisch gestellt, umgedreht, sodass ihr Inhalt verborgen blieb. Unter jeder Tasse lag ein Gegenstand, vermeintlich unscheinbar, doch gab einem dieser einen Blick in die Zukunft. Der Zwirnfaden versprach ein langes Leben, ein Ring, die bevorstehende Hochzeit, eine kleine Puppe symbolisierte Kindersegen. Doch nicht alle Gegenstände waren von freundlichem Symbolgehalt. Eine Zündholzschachtel stand für den Tod, ein Rosenkranz für Ehelosigkeit oder ein Leben der Andacht. Die Zwiebel kündete von Tränen, das Salz von Verdruss und Streit. Ein Stoffbündel wies auf eine große Reise hin, während die Geldmünze Reichtum und ein sorgenfreies Leben verhieß. Bevor das Haferlheben losging, musste jeder, der sich daran beteiligte, vor die Türe gehen. Dann kam einer nach dem anderen herein. 3 Tassen durfte jeder Teilnehmer heben. Durch die Kombination der 3 Gegenstände konnte ein jeder dann seine Zukunft deuten, wobei ihm meistens am Schluss die übrigen Anwesenden zur Hilfe standen.
Wenn einer die 3 Tassen gehoben hat und seine Gegenstände geschaut hat, stellte er die Tassen wieder hin und mischte sie durcheinander. Dann trat der Nächste in die Stube und hob seine Tassen. Die Sagenwelt des bayerischen Waldes kennt außerdem ein befremdliches Ritual, über das ich leider nicht viel in Erfahrung bringen konnte, aber das auch in Zusammenhang mit der Dreikönigsnacht und manchmal auch mit der Mettennacht steht. Es ist das sogenannte Backtrog oder auch Sautrog ziehen. Dieser war ein hölzerner Trog, der nicht nur zum Kneten von Brotteig, sondern auch beim Schlachten von Schweinen verwendet wurde. Für dieses Ritual durfte dieser Trog keinen eisernen Nagel enthalten und sollte am besten aus 9 Holz gefertigt sein. In keiner der Sagen wird konkret erwähnt, zu welchem Zweck es durchgeführt wurde. Ich kann nur vermuten, dass es sich entweder ebenfalls um eine Art Löseln handelt, bei dem in die Zukunft geschaut werden soll, oder dass es sich um eine Variante des Hexenschämels handelt, der ebenfalls aus 9 Holz bestehen soll. Eine andere Möglichkeit wäre, dass es sich um eine Abwandlung des Rituals handelt, bei dem ein Laib Brot in der Dreikönigsnacht um das Haus getragen wird und der anschließend verspeist wurde. Dieses Ritual ist aus dem 14. Jahrhundert zu St. Florian in Oberösterreich überliefert. Eine dieser Sagen um das Backtrogziehen möchte ich euch hier jedenfalls wiedergeben. In der Dreikini-Nacht, da hat sich einer von rumstehen, das war sogar ein guter Freund von mir, zu einem Brauch hinreißen lassen, der nicht ganz geheuer war. Er hat sie für recht groß und stark gehalten und wollte sie mit die finstern Macht anlegen. Zwecks dem hat er einen hölzernen Backtrog ums Haus umgezogen. Das ist ein altes Ritual, von dem man sagt, dass man so verborgene Macht beschwören kann. Die ersten 2 Runden hat er den Backtrog ohne mir umziehen können, trotz dem knirscherten Schnee unter seine Füße und der klirrenden Keiten. Beim 3. Mal aber ist der Trog bleischwer geworden, ganz so, als ob er bis oben hin mit Steinen gefüllt worden war. Neugierig, wie er gewesen ist, hat er eingeschaut. Und da war jemand drin gesessen. Ebs Dunkels. Ein Wesen, das aus der unteren Welt gestammt hat. Voller Panik hat er den Backtrog stehen lassen und ist zu uns ins Wirtshaus gekommen. Weiß ist er gewesen. Er hat am ganzen Körper zittert und die Haare haben ihm am Gebär gestanden und so hat er uns die Geschichte verzeiht. Wir ihn aber gefragt haben, wer oder was genau in dem Trog gesessen ist, da hat er nicht ausgeschmatzt. Ums Verrecken wollte er uns das nicht verzeihen. Sein ganz Leben lang nicht. Auch die kirchlichen Rituale zielen auf den Schutz und den Segen des Hauses ab. Dies findet am Dreikönigstag oder auch am Vortag statt. Die Sternsinger gehen dabei mit Weihrauch von Haus zu Haus und schreiben mit geweihter Kreide den Haussegen an die Tür. C.M.B. jeweils gefolgt von einem Kreuzzeichen und dem Jahr. Dies stellt die lateinische Segensbitte Christus mansionem benedicat, Christus segne dieses Haus, wird aber landläufig auch als
die Anfangsbuchstaben der heiligen drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar gedeutet. Wünschelruten, die an diesem Tage geschnitten werden, so heißt es, gehen niemals fehl. Und auch eine Wetterregel hängt an diesem heiligen Dreikönigstag. Wenn es an diesem Tage taut, dann wird der Winter noch lange andauern. Kennt ihr noch andere Rituale oder Sagen, die sich auf die Dreikönigsnacht oder die heiligen drei Könige beziehen? Schreibt sie gerne in die Kommentare und teilt sie mit den anderen Zuschauern. Euch hat diese Episode gefallen? Dann abonniert meinen Kanal, indem ihr den roten Abonnieren-Button unterhalb des Videos anklickt. Aktiviert anschließend auch gerne die Glocke daneben, um immer über die aktuellsten Videos benachrichtigt zu werden.